Gute Unterhaltung bei SRF bei den Leuten wünscht aus der Region für die Region. Auf der Rockhobelhütte im Kanton Obwalden ist etwas mit der Suppe gespässig. Für mich hat es dunkel säuerlich. Nein, ja, komm, probier. Ich habe ja probiert. Also wenn ich überzogen bin, geht es von mir aus nicht auf den Tisch. Aber Dann haben wir die anderen, wir haben ja noch ganze Pfanne. Gell, die ist gut. Merci, Eva. Aber das Problem ist, du kannst doch nicht etwas auf den Tisch stellen, was schmeckt. Das Hüttenteam muss schnell eine Lösung finden. Das ist SRF bei den Leuten. Hüttengeschichten. Mitten in der Walliser Alpen, auf über 3500 Meter, ist die Cabane de la Dent Blanche. Da ist der Charles Soganas, seit 3 Jahren Hüttenwart. Momentan hat er keine Unterstützung auf der Hütte und muss schauen, dass er alles allein bewältigen kann. Organisation und gute Vorbereitung sind das A und O. Ich warte für meine Hilfe, dass er muss kommen in einigen Tagen. Ich hoffe, sonst allein, das wird sein schwierig. Der Sommer startet jetzt. Die Reservationen sind okay. Wir haben mehr Tage, dass wir sind voll in die Hütte. So, das ist okay, super. Eine Seilschaft ist schon heil vom Dent Blanche auf über 4300 Meter zurückgekommen. Die Route gehört zu den grossen Klassikern in den Alpen. Sie ist lang, schwierig und das Wetter wechselt ständig. Das Klientel vom Charles sind vor allem routinierte Bergsteiger. Bergsteiger, Rösti. Für mich war das erste Mal, dass ich oben war. Und das war unglaublich. Die Sicht, da sieht man bis Unterwallis, Frankreich, Italien, Zermatt, das ist unglaublich. Der Charles weiss, wie man den Überblick auf so kleinem Raum behaltet. Ja, du musst immer diese sauber machen sofort. Wenn du wartest zu viel am Ende des Tages, du hast so. Und Problem macht ihm aber etwas anderes. Tiens, c'est maintenant qu'on va rigoler. Qu'est-ce qui se passe là? C'est maintenant qu'on va rigoler. Das wird jetzt lustig. Brille. Alors, Also, wir haben es gehabt. Alors, Das. Dann zurück. Zukommt. Vicky. Derniers achats. Imprimé. Ça Ausdrucken. imprime pas. Das druckt nicht. Ça imprime Das pas. ist einfach ein Zeichen. Merde. Alors maintenant, serveur 007. Donc on a 2 petits-déj, c'est bon. Also, wir haben 2 zum Morgen, 2 Übernachtungen, ein Mineral und ein Sprite. 033, c'est le Sprite. 202. Lieber Bar, oder? Lieber Bar, ja. Cabane la Dent Blanche, bonjour. Oui, bonjour. C'est top, brutal gut, very gut. Super, je t'en prie, ciao, à bientôt, ciao. Ciao. Ouais, en août. Ciao, à bientôt. Tu veux pas le ticket? Non, je t'ai déjà donné le ticket. Ciao. Sagt dem Berggeist Hallo. Der Charles müsste mit einer Kasse arbeiten, so wie seine Sektion. Er hasst aber alles Elektronische. Avec la caisse, je vais arrêter. Mit dieser Kasse höre ich auf. L'année prochaine avec des explications plus claires. Vielleicht versuche ich es nächstes Jahr wieder, wenn ich klare Erklärungen dazu habe. Aber im Moment ist mir das einfach zu kompliziert. Ich mache weiter mit Schreiber und Papier. Crayon, Bleistift und Papier. Befehlsverweigerung auf über 3500 Meter über Meer. Der Charles schiebt sich fest an altbewährtem.
Alles andere als «Back to Basic» ist das Motto auf der Rockhubelhütte, oberhalb von Engelberg. Die neuen Hüttenwärter haben einiges investiert. Jedes Detail muss stimmen. Es soll ja auch Gäste anlocken, die das ein bisschen edlere Ambiente schätzen. Bei den Hauptgängen bleiben sie aber am Hüttenklassiker treu. Viermal Rösti Natur. Eines mit Speck und Käse. Aber auch Traditionelles soll etwas hergeben. Das ist auch ein bisschen die Handschrift vom Hüttenwart am Schluss, wie edel eine Hütte ist. Und dann kommt es vielleicht ein bisschen darauf an, was für eine Hütte. Wir sind jetzt natürlich hier eine Hütte, wo mehr Wanderer und mehr Hüttenbesucher anzieht als jetzt als Bergsteiger. Und da ist vielleicht die Erwartung schon ein bisschen höher. Wir haben viele Leute, die zuerst mal in eine Hütte kommen und die haben gewisse Erwartungen. Die grössten Erwartungen hat das Hüttenteam aber an sich selber. Und darum geben alle immer Vollgas. Also den mitnehmen. Den Rassensack. 2 Perfektionisten als Chefin. An das hat sich die Hüttenköchin zuerst gewöhnen. Aber ich bin nicht so der Mensch, der so das Gefühl für das hat. Aber es war schon immer so. Ich bin nicht so der Mensch, der auf das Wert legt. Aber ich finde es schön, wenn man so schaut und mich daran erinnern. Weil es muss ja nicht nur fein sein, es muss auch gut aussehen. Ja, ein Aprikosenwein. Mit oder ohne Rahm? Mit Rahm, gut, natürlich. Gut, dann habt ihr es, he? Ja. Gut, super, danke vielmals, merci. Auch eine grosse Weinkarte und das richtige Glas zu jedem Getränk gehört zum neuen Konzept und wird von den Gästen hier oben geschätzt. Das wirkt der einseitigen Ernährung entgegen. Es ist natürlich immer beeindruckend, wenn man so eine Hütte ist, wo man eigentlich weiss, dass auch alles aufgeflogen werden, aufgetragen werden, dass es überhaupt ein Angebot gibt. Oder? Und ja, und ein gutes Gläschen Wein, das haben wir natürlich in dieser Runde immer gerne. Ich finde es mega schön, wie es die Leute schätzen, ja? Dass das wirklich auch geschätzt wird. Also gerade heute Morgen hat einer gesagt, sie waren letztes Jahr da, sie waren heute da und es sieht total anders aus und es ist alles so schön beschriftet und so heimelig. Und ja, da wird mein Herz schon ein bisschen wärmer, wenn das die Leute sagen. Und noch mehr, wenn es sogar Männer sagen, natürlich. Die Zeiten von nur Kaffee Schnaps sind auf der Rockhubelhütte vorbei. Neu gibt es hier oben eine Auswahl an Drinks, fast wie in einer Zürcher Szenebar. Vor allem Eisgetränk hat der Wandervögel angetan. Aperol Spritz. Der läuft recht gut. Claudia hat den wollen und gesagt, ja, können wir machen. Ich dachte, ja, das braucht schon ein paar. Aber der wird richtig viel konsumiert. Aperol Spritz haben wir jetzt schon ein paar Mal nachkaufen und machen. Die Leute haben das richtig gerne. Ja. Claudia hat noch mehr Extras in die Hütte gebracht. Unter anderem sollen die Felle und Dekorationen die Rockhubel noch gemütlicher machen. Das heisst aber auch mehr Arbeit und Zeit investieren. Gewissen Mehraufwand nehmen wir auf uns und das ist es uns auch wert, dass wir das möchten, ja. Aber bei den Getränken und so, natürlich, ich habe auch noch so an Eistee, also, wie habe ich gesagt, Eiskaffee gedacht und solche Sachen. Da habe ich mich jetzt schon noch ein bisschen davor gehütet. Also wir machen die Sachen so klein, aber ja, man muss schon schauen, dass man halt durch mag. Das ist definitiv so, ja. T-Shirt wird ausgewaschen, das stimmt auch nicht mehr. Gute Miteinander. Nicht alle Gäste verlangen solche Extras.
Ich finde es grundsätzlich gut, dass man sich allgemein auch immer entwickelt, sowieso. Aber ich bin eigentlich dafür, dass man sich nicht zu stark entwickelt in diese Richtung. Dass die Hütten eigentlich noch ein bisschen ihr Urtümliche beibehalten. Der Niklaus ist als Bergführer schon weit herumgekommen und sieht es ein bisschen anders. Ist klar, der Standard steigt auf der ganzen Welt überall. Ich meine, wir fahren heute auch Auto mit Klimaanlage und gehen nicht mehr draussen weg. Also die Welt entwickelt sich, oder? Und das ist auch in den Hütten entwickelt sich das. Oder? Und wir sind halt auch ein bisschen unter Druck vom östlichen Ausland, sagen jetzt. Die sind schon lange älter, die Hütten, als in der Schweiz. Wir schätzen das natürlich schon, wenn man so wirklich feudal bedient wird, ist das sensationell. Also, wir genießen das genießen und schätzen, wenn wir da sind. Aber es ist nicht ein Muss. Als Hüttengänger nimmt man, wie es kommt, schlussendlich. Ob sich der ganze Aufwand lohnt, wird sich am Ende der Hüttensaison zeigen. Sehr schön. Die Clariden-Hütte im Kanton Glarus bei Sonnenaufgang. Nur die Angie, ihre Hühner, Katzen und Hunde sind wach. Das ist für die Angie die schönste Zeit des Tages. Oh, Bala. Alba, nix da. Gut, ich habe schon immer sehr gerne Tiere und da oben ist es halt einfach schon noch, gerade manchmal auch wenn man alleine ist, man ist dann gleich nicht alleine. Es sind dann gleich Hund und Katze und Hühner da, oder? Es gibt schon eine Bereicherung und es belebt. Und wahrscheinlich habe ich einfach auch eine Hütte dort, wo das Tier haben kann. Dort fühle ich mich auch wohl. So viele Tiere auf einer Hütte ist nicht gang und gäbe. So warten wir noch mit Eier holen. Also ich denke, gerade auf die Hühner gibt es recht viele Reaktionen. Also das finden das mega cool, dass die einfach da so frei rumlaufen können. Und eben, das Brunnen ist recht zahm. Das können manchmal Kinder auch aufnehmen und mal streicheln. Oder? Wer hat schon mal ein Huhn schon in den Arm gehabt, oder? Und von dem her ist es, ich denke, es ist eine Bereicherung der Hütten auch. Die Hühner haben also maximale Freiheit. Aber genau das kann so hoch oben gefährlich sein für Tiere. Dem Wind eigentlich ist bei den Hühnern noch nie etwas passiert. Mal ist der Heli von der anderen Seite und hat mir wirklich ein Huhn runtergewinnt. Und darum, wenn der Heli kommt, dann wir die Hühner in der Regel wirklich in den Stall. Ja, einfach zur Sicherheit. Es war schon ein bisschen traurig. Eine traurige Nachricht gibt es auch dieses Jahr. Aufgekommen ist Angie mit 2 Katzen. Mit der Mona und dem Sammy, ihrem schwarzen Kater. Sammy, den könnte ich ja heilen. Sammy? Schau mal da. Er war im Frühling schon auf der Hütte. Sammy. Der Sammy war eine junge Katze, die wir Ruhe genommen haben. Und ja, die ist da. Blöderweise ist sie einfach das Border abgehört. Zum Glück habe ich sie gefunden, dass sie tot ist. Oder? Ich glaube, das ist immer das Schlimmste, wenn du nicht weißt, was mit einem Tier passiert ist. Also ich habe schon mal eine Katze, Pippa, das war eine schwarz-weiße Katze, die ein paar Jahre da oben war und die ist dann plötzlich verschwunden. Und das ist immer, das finde ich auch schwierig, weil dann weisst du nicht, ist sie irgendwie einfach weggelaufen, ist sie irgendwie in einem Mundgeloch reingekrochen und kommt nicht mehr raus, oder hat sie sich verletzt. Und wenn das Tier wenigstens jetzt wieder Sammy, dass ich ihn gefunden habe und weiss, er ist tot, dann haben wir ihn begraben und dann, ja, es ist traurig, aber man weiss wenigstens, ja, was passiert ist. Der Dent Blanche, das Ziel von vielen Bergsteigern. Aber nur schon der Weg bis zur Cabane ist happig. 6 Stunden brauchen routinierte Wanderer vom Tal bis zur Hütte. Es sind über 1600 Höhenmeter bis da oben.
Hello. Ça va, vous êtes bien monté? Wie geht's? Gut raufgekommen? C'est un peu long, hein? Es ist gegangen, es war einfach heiß. Voilà, il y a la... Alors, c'est quel nom? Auf welchen Namen? Odermatt Patrick. Odermatt. 2T? Oui. 2T, voilà. So, willkommen. So, Sie können eine Platz auf der ersten Lager. Sie nehmen einmal die Treppe hier und dann Sie sind im die erste Stocklager. Sie können ein Bett zu nehmen, wo Sie wollen, aber bleiben so keine Loch inzwischen anderen. Verstehen Sie? Meine Fédéral Deutsch. Hein? Ah, mais tu parles français? Un peu. Un peu. Je comprends plus. Also, vor dem Frühstück, wenn Sie können Ihre Decke zufalten, wie für Schweigemutter. Verstehen Sie das Konzept? Wie zu Hause. Wie zu Hause. Was noch? Wir essen ungefähr um 18h30. In der Cabane de la Dent Blanche hat es 35 Schlafplätze. Und der Charge muss alles allein handeln. Cool, hä? Matthias, wenn wir unten schlafen? Ja, unten ist gut. Gut, dann machen wir Fensterplatz. Unten, frische Luft, genau. Gut. Herzige Hütte, so klein, hä? Ja, mega cool. Schön kuscheln, hä? Ja, in dem Fall. Gut, hoffentlich wird es nicht voll, aber sehen wir drin, hä? Die Hüttenregeln haben wir kapiert, ja. Also hat es unmissverständlich mitgeteilt, aber also ist mega sympathisch. Also ich habe auch Freude, dass wir da sind. Und eben, der Aufstieg ist gut gegangen, schneller gewesen, als wir gedacht haben. Ja. Das Wetter gespielt. Genau. Ich freue mich auf etwas zu trinken, ja, genau. auf jeden Fall. On va prendre une panachée. Tu veux aussi une panachée? Oui, panachée. Le panaché, c'est des bières 0,5 avec un Sprite Ouais, c'est parfait. 0,33. Ça nous va bien. 2 Bières, 2 Sprite. Er kann noch so laut rufen. Holen muss er es am Schluss selber. Non, demain. Zahlen tun ihr, bevor ihr morgen runtergeht. Ça marche. In English, yes, go on. Der Charge ist gerne Gastgeber. Aber alles allein zu regeln ist nicht einfach. Comment on fait? Allez, tiens. Voilà. Peut-être 2 verres pour nous. 2 verres. Tiens. Là. Merci beaucoup. C'est Odermatt? Odermatt, oui. Voilà. C'est tout bon. Das neue Kassensystem hat der Charge definitiv verbannt. Zum Glück ist ihr Küche noch alles beim Alten. Voilà, ça c'est fait. Tac. Hop. Jemand hat einen Tabasco gebraucht und das Teil hier weggenommen. Das kann ich doch nicht wissen. Je peux pas savoir. Bluff. Egal, das wird scharf sein. Aber auf dieser Höhe tut das gut. Mieux sur l'arête. Das Ketchup soll die Schärfe neutralisieren. So, das ist nicht mehr Tomatensauce, das ist Arabiata mit Tabasco. Auch ein Puff mit dem Essen gibt es auf der Ruckhubelhütte. Irgendetwas stimmt mit der Tagessuppe nicht. Probier die Suppe. Erzähl ist schon gut. Das sehe ich anders, aber er hat alles probiert. Was? Ich habe probiert und für mich war klar. Mal. Ich habe 2 Löffel genommen. Das ist gut.
Nein, das schmeckt. Aber das Problem ist, du kannst doch nicht etwas auf den Tisch stellen, was so schmeckt. Aber die ist gut. Ich weiß auch nicht, was schmeckt. Aber die ist gut. Hast du es probiert? Vor Kost her ist sie gut. sie Säure? Ich Nein. Nein, ich kann die nicht probieren. Ich habe nur ein bisschen probiert. Also wenn ich überzogen bin, geht es von mir aus nicht auf den Tisch, aber ich bin eine Meinung von vielen. Ich tue wärmen, alles gut. Achtung! Die Köchin Fiona handelt schnell. Sie holt eine neue Suppe, die sie schon vorgekocht hat. Das ist halt ein Risiko. Das ist halt einfach, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Zum Essen ist sie gut, aber sie schmeckt einfach komisch. Und dann ist es mit der Claudia, also wenn man Zweifel hat, der Küche können wir es nicht auftischen. Vielleicht ist der Rahm in der Suppe übergekehrt. Jetzt muss man schauen, im Moment, wenn es wärmer wird, dass man wirklich Kühlraum immer schön kühl hat, dass man über die Nacht wieder runterkühlen kann, dass nichts passieren kann. Das ist schon wichtig. Wenn man halt auch beschränkte Kühlmöglichkeit hat. Am Großen und Ganzen klappt das wirklich sehr gut. Es ist immer eine Challenge bei so viel Essen, oder? Dass man das alles so kühlen kann. Aber wirklich selten so etwas. Zum Glück. So, jetzt mit der Mauer her. Zack, Lösung gefunden. Die Suppe geht jetzt statt zuerst in die Bäuche der Gäste direkt in die Latrine. Alles wieder perfekt. Die Gäste haben von dem heutigen Suppenmalheur nichts mitgekriegt. Sehr gut. Gute Qualität ist wichtig. Und noch wichtiger, zufriedene Gäste. Alles wieder, wie es muss sein. Schlimmer ist jetzt, wenn man es hätte geschickt und er wäre retour gekommen. Das wäre schlimmer gewesen. Dieser Weg ist nicht zu den Gästen, ist halb so schlimm. Die erste Saison als Hüttenwart ist matchentscheidend. Mund-zu-Mund-Werbung ist die beste Werbung. Und wenn die Leute zufrieden sind, dann kommen sie wieder und sie erzählen so auch weiter. Und wenn sie nicht zufrieden sind, dann geht es noch viel schneller mit dem Weitererzählen. Also, unser Ziel ist schon, dass die Leute hier zufrieden fortgehen und dass sie gute Sachen erzählen von uns. Auf der Clarida-Hütte kriegt Angie Besuch von ihrem Lebenspartner Rolf. Zusammen wollen sie heute Steine vom Hüttenweg räumen und noch frisch markieren. Das ist wichtig, dass die Hüttenbesucher sicher zum Ziel kommen. Dass mich immer heben an der Kette, wenn ich da abgehe. Das ist gut. Irgendwo da vorne hat es mich mal auf den Latz gerührt. Der offizielle Wanderweg zur Hütte ist kein Spaziergang. So. Ich glaube, die kritische Stelle oder so, wo ich denke, dann ist weiter unten noch. Da ist so eine schräge Stelle noch. Musst schauen, gell? Gut. Machen wir. Kann ich mögeln? Dann bis später. Ciao, Amore. Ciao. Tschüss. Es gibt zwei Wege für auf die Clarida-Hütte und beide sind rot-weiß markiert. Der Weg, den Angie geht, ist kein offizieller Bergwanderweg und muss anders markiert sein. Das ist eine Vorgabe von der Glarner Wanderweg-Organisation. Und Angie muss sich etwas einfallen lassen. Wir von der Hütte sind hier zuständig für den Weg, für die Wegsanierung. Also wenn irgendwie ein Steinschlag ist oder eben jetzt das, was der Rolf macht, oder so, das müssen wir von der Hütte aus machen. Der Rolf ist selber ein begeisterter Berggänger. Er weiss, auf was er schauen muss, dass die Wanderer sicher zur Hütte und wieder zurückkommen. Da schaut man eigentlich immer, dass man ein bisschen grobe Steine weg hat. Dass die Leute gegen Schluss
einfach ein schönes Wägel haben und in die Hütte kommen. Und nach einem Gewitter zum Teil rupft es die Steine runter und füllt es zum Teil aus. Und dann da muss ich den Stein auf die Seite schieben. Der offizielle Weg wird sauber geräumt. Aber weil er ein paar heikle Stellen hat, weichen viele Leute aus und gehen die inoffizielle Route zur Hütte. Der Wanderweg, wo ich jetzt bin, der ist jetzt nicht offiziell, oder? Es gibt eigentlich nur einen offiziellen Wanderweg, der zur Hütte führt, jetzt von der gleichen Richtung. Und das ist jetzt der über Ketten ist. Aber ich tue ihn sicher wieder neu markieren, einfach mit nicht rot-weiß. Es gibt immer Leute, die einfach Mühe haben mit einer Kette, die Höhenangst haben. Manchmal auch wetterbedingt, wenn es so ganz leichten Schnee drauf hat oder es eisig ist es einfach da aussen angenehmer zum Laufen. Und schon kommen die ersten Wanderer. Gleich geschafft. Oh, sie malen. Ich bin am Malen. Das habe ich 10 Jahre lang gemacht. Sicher? Ja. Wo hast du es gemacht? Multitalin. Okay. Also der Mann jetzt. Ja. Bist du auch mithelfen? Ja, meins. Das ist nämlich manchmal gar nicht so einfach, gell? Welcher Stein, weil es macht Sinn, oder? Wo machst du die Markierung? Ja. Weil es muss ja vor allem, wenn es Schnee oder Nebel hat oder so, musst du es sehen. Genau. Danke. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Der Rolf hat den Weg geräumt. Gewisse Steine sind aber auf dem Weg nicht wegzudenken. Wunschstein. Jeder, der hier vorbeiläuft, im Uffiweg oder Ebenweg, holt sich ein Steinchen und das da platzieren. Mein Traum, dass ich ein bisschen mehr in der Hütte oben sein kann, bei meiner Partnerin. Wenn es auch nicht der ganze Sommer ist, aber so einfach mehr als 2-3 Wochen im Jahr. Und vor allem ist das Ziel, dass ich im Winter mehr oben sein kann, weil jetzt sind wir das Zweite, was wir machen können. Und dann ist einfach, ja, das ist eigentlich quasi dann unsere längste Zeit, die wir zusammen verbringen im Winter. Und dann brauchst du keine Hilfe. Wir haben keine Tagesgäste. Wir können zwischendrin 2-3 Stunden auf die Ski geniessen. Und das ist mega cool. Die Angie braucht keinen Wunschstein mehr. Ich kann alles. Ich kann wirklich alles, oder? Ich bin gesund. Ich habe einen guten Partner. Ich habe coole Kinder, coole Enkelkinder. Immer ein gutes Hüttenteam. Das ist eigentlich mein Traum. Ist jetzt da mit dieser Hütte, ist das schon in Erfüllung gegangen. Jetzt habe ich meine Markierung. Und es passt doch zu unserer Herzli-Hütte. Überall Herzli. Blaue Herzli, weiße Herzli. Ja. So, und du bist auch fertig. Hast du etwas machen? Ja. Ein bisschen ausbessert, sodass es verhebt bis zum Saisonschluss. Tipptopp. Schau jetzt da wieder Stein. Achtung, pass auf. Die Cabane de la Dent Blanche ist auf über 3500 Meter über Meer. So hoch wie keine andere SRC-Hütte. Der Georges ist weit weg von allem und kann schalten und walten, wie er will. Er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Ich habe kein Problem mit Stress beim Arbeiten. Das ist normal im Gastgewerbe. Das ist einfach. Ein bisschen zu viel Tabasco. Kein Problem. Tack. Ein bisschen Farben. Warum wir essen mit den Augen auch. Voilà. Jetzt muss der Georges nur noch den Gästen die Soße lustig machen. Ich habe es glaube schon gesagt, das ist Pasta Arrabbiata. Bisschen scharf, okay? Ça va? Hast du es gern? Ja. Ouf. Sonst hätte es noch mehr, falls ich zu geizig war.
Anscheinend hat der Tabasco-Unfall keine Spuren hinterlassen. Zum Wohl. Der Georges ist Bergführer und gibt den Gästen für die Gipfel-Klettertour Tipps. Tout le monde écoute, s'il vous plaît, c'est important. Bitte alle zuhören, es ist wichtig. Couloir à côté du Grand Gendarme, you understand? In der Schlucht vis-à-vis vom Grand Gendarme, wenn ich bei dieser Schlucht aufsteige, hat es Betonpfeiler, wo man sich sichern kann. Die sind im Schnee versteckt und man sieht sie vielleicht gar nicht. Rauf ist es möglicherweise nicht so schlimm. Aber beim Runtergehen ist es problematisch, wenn ihr euch nicht sichert. Und wenn es Wächten hat, dann hebt mindestens 3 bis 4 Meter Abstand. Ich bin dort um 1 Haar abgestürzt. Nehmt viel Abstand zu diesen Wächten. Prenez beaucoup de marge. D'accord? Hast du verstanden? Es gibt Gewächte, so 3 oder 4 Meter. Sonst. Er als Bergführer weiss, dass die Wetterverhältnisse oft unterschätzt werden. Also so Informationen, wie jetzt, der Georges gebracht hat, über abgehende, eventuell instabile Wächten, das ist wichtig, dass man sich dessen bewusst ist. Aber das muss man sich immer sein. Aber wenn es jemand noch sagt, ist das natürlich super. In SRC-Hütten ist es Usus, dass um 10 Uhr Petro ist. Wenn aber am nächsten Tag eine Gipfeltour auf dem Programm steht, gehen die Leute sogar noch früher runter. Der Georges schlägt den Tag Revue passieren. Wenn alles hast gut gegessen, wir alle haben eine gute Essen gehabt und ja, das ist für mich das wie sagt man, das Challenge. So, ich denke, dass heute Abend das war gut. Die haben alle ils ont tous trouvé que c'était bon la nourriture mit Tabasco. So, das ist gut. Ciao, ciao, tschüss. Ciao. Bis morgen. Und morgen bedeutet in 6,5 Stunden. Die Sommerferien sind vorbei und auf der Rockhobelhütte ist unter der Woche nicht viel los. Dass das Hüttenwartpaar in dieser Zeit genug Geld verdient, haben sie verschiedene Schulen angeschrieben. Die neueste Idee der Frischling: eine Schülerreise mal ganz anders, und zwar auf eine SRC-Hütte rauf. Die Kinder sind der Nachwuchs. Das ist in den Vereinen so, das ist in den Hütten so, das ist überall so. Die Kinder investieren ist nie schlecht, oder? Also da sind wir ziemlich von dem überzeugt, dass wenn wir in die Kinder investieren, dass das in die Zukunft investiert ist. Und ihr Plan geht auf. Es kommen gut 40 Sekundarschülerinnen und Schüler übernachten. Schon ein bisschen ein anderes Klientel als sonst. Man hat das Gefühl, die Schulen sind nicht überall in den Hütten willkommen. Man hat das Gefühl, unsere Hütte bietet sich gut an für Schulreisen. Ja, das ist natürlich schon ein bisschen mehr, es gibt schon ein bisschen mehr Ameisenhaufen, es gibt auch ein bisschen mehr zu putzen, es ist mehr Tohu Bohu. Die Fälle nehmen wir fort, oder? Die können wir so schnell waschen. Und es ist halt etwas anderes mit den Kindern, oder? Der Alltagskind wäre ja auch schwierig. Und es wird garantiert auch turbulenter. Und trotzdem eine Win-Win-Situation. Sinn und Zweck ist eigentlich, dass wir, wenn nicht Hochsaison ist in dieser Zeit, die Auslastung erhöhen, weil das Personal ist gleich auch da von den Fixkosten her. Und die Schule finde ich halt schön
für Kinder das Erlebnis zu schaffen, mal etwas zeigen, mal etwas anderes, ein bisschen raus in die Natur, etwas müssen leisten, nicht nur mit dem Zug oder mit dem Bus hin. Und ja, einfach ein Erlebnis schaffen, damit sie vielleicht das später mit ihren Kindern auch mal machen und dass es wieder ein bisschen weitergeht. Gut 2 Stunden brauchen die Schüler und die Lehrer, bis sie oben sind. Sie kommen von der Schule Rhein aus dem Kanton Luzern. Hallo zusammen. Hallo. Sind ihr die Schnellsten? Ja. Cool, dass ihr kommt. Super, freut uns. Merci, können wir kommen. Das ist mega. Ja, nein, ist super. Für viele ist das der erste Besuch auf einer SAC-Hütte. Darum auch die gemischten Gefühle. Sie haben es ja wirklich super gereicht, he? Ich finde es. Ja. Ich finde es eigentlich voll cool, weil letztes Jahr sind wir campen und da sind auch überall so Viecher und so gewesen, und da bist du halt in einem Haus und ich finde es viel besser. Und schlecht finde ich aber, dass man nicht gut duschen kann. Und sonst ja. Und genau mit solchen Sachen sollen die Jungen konfrontiert werden. Das Ziel ist einfach ein bisschen Grenzenerfahrung machen und machen draufkommen, was geht alles. Und wenn man da oben ist, weiss man, was man geschafft hat. Das ist sehr cool. Und ich sage sicher, eben das mit dem Duschen, haben schon ein paar gesagt, nein, ich kann nicht gut duschen. Aber das gehört dazu, das dürfen sie mal lernen, dass es auch mal stinken darf. Wir brauchen das warme Wasser, brauchen wir in der Küche, wir können nicht die jungen Frauen duschen. Kalt duschen kann jeder, oder? Also das ist kein Problem. Es kommt einfach mit 3-4 Grad das Wasser, es kommt extrem kalt. Und es gibt immer wieder Leute, die kalt duschen. Und darum gehen alle ohne Dusche pfusen. Das Konzept scheint aufzugehen. Und auch die Lehrpersonen sind sich einig. Sie haben mega viel Zeit, so miteinander zu reden. Sie stören nicht den Unterricht, wenn sie es während der Schule machen. Von dem her ist es für uns super. Und natürlich auch für das soziale Gefüge. So. Das ist wirklich einfach wunderbar. Und wenn man dann noch so eine Kulisse haben und so ein Wetter, dann ist es perfekt. So, Chapeau, die Lehrpersonen auch, haben da die Schüler im Griff, also die hören zu. Und das ist auch immer schön. Das heisst immer die heutige Jugend, aber die heutige Jugend ist eben auch völlig okay. Man muss ihnen halt auch Möglichkeiten geben, sich zu entfalten. Bei euch ist auch gut. Gut angekommen. Super. Auf der Claride-Hütte hat die Hüttenwartin Angie fast alle 2 Wochen einen Wechsel im Hüttenteam. Es ist schwierig, für die ganze Saison über zu finden. Aber alle kommen immer wieder gerne. Heute hat Denise ihre letzte. Bevor sie ins Tal geht, darf etwas nicht fehlen. Das ist der Angie heilig. Das ist schon so ein Ritual, das Morgenessen. Dass wir das wirklich schauen, dass wir eigentlich die Hütte fertig geputzt haben. Und dann, dass wir gemütlich zum Morgen essen können. Und wenn es so schön Wetter ist, ist es besonders schön, oder? Gut. Und das ist eben unser Föhnbänkchen. Wenn es windet, dann sind wir hier geschützt. Oder? Genau. Gell? Obwohl die Angie während der Saison immer wieder verschiedene Hüttenhilfen hat, gibt es auch ein paar, die die Angie schon länger begleiten. Wir kennen uns schon seit 5 Jahren. Wir sind schon seit 5 Jahren zusammen. Da. Und dann, du weißt einfach jedes Mal, wenn du runtergehst, ist so, bist du ein bisschen traurig, jetzt ist es wieder fertig. Aber du weißt, man trifft sich nächstes Jahr wieder. Ich finde es noch schön. Einerseits freut man sich wieder zum Runtergehen, um meine Kinder wieder zu sehen. Aber es fällt mir auch schwer. Ja, es ist jetzt gerade mein Herzensteam da. Genau. Und ja. Ja. Es ist ja immer geil, wenn man lacht, man briegt, oder? Es ist einfach so ein bisschen... Also es ist ja schön, es ist ja viel schöner so, als wenn du denkst, boah, Gott glaubt, gönn's, oder? Ich weiss, endlich gönn's, oder? Also da ist man wirklich eine Zeit, da ist man einfach der Familie und nachher geht man wieder auseinander
Und da trifft man sich und es ist einfach gut, oder? Es passt einfach, das stimmt gerade wieder. Ich glaube, das ist das Schöne. Ja, es ist mehr als Arbeitskollegin. Es ist wirklich eine Freundschaft. Also es ist eine Freundschaft, ja. Mhm. Jetzt heisst's Abschied nehmen vom Herzensteam. Darfst du heim? Hey, und was geht? Tschüss, danke vielmals. Habt ihr Sorge? Danke vielmals. Ja, in St. Moritz. Als Trainer. Zum lang nachtrauern hat das Team in heute keine Zeit. Die Clarida-Hütte ist voll. Alle 75 Better sind ausgebucht. Gut, dann brauche ich da noch. Jetzt müssen alle an den Sack. Auch Leute, die nicht vorgesehen waren, wie die langjährige Freundin von Angie. Der Plan wäre ein Besuch gewesen. Und jetzt habe ich das ein bisschen umgewandelt. Jetzt ist das halt in einer Hütte geworden. Das sind eben noch, das kannst du noch nicht schneiden. Weißt du, das Äpfelmus könnte man sonst eigentlich noch abfüllen. Und bist du gefragt schon wegen Suppe? Ja, viele haben eben noch schon mal geholt. Was brauchst du? Auch der Lebenspartner, der Rolf, springt ein, wo er kann. Ja, sind alle abgeholt. Zum Glück ist er ein Allrounder. Aber alle angekommen. Wenn etwas nicht funktioniert, dann darf man schnell rauskleiden. Dann dürfen Sie mich, ja. Du, das kann passieren. Auf der Clarida-Hütte wird er zur Nacht um 6:30 serviert. Heute gibt es Elbler Magrone. Der Angie ihres Menü, wenn die Hütte voll ist. Hast du? Bei so Straubentagen ist es wichtig, dass sich das Team wortlos versteht und vertraut. Gib's dir so mit, ist gut. Ja, bitte. Wenn du ein Team hast, das nicht irgendwie zusammen harmoniert, dann gehst du kaputt, oder? Ich denke, es sind einfach zu lange Arbeitstage. Man kann nicht irgendwie am 5 Uhr sagen, hey, tschüss zusammen, ich gehe jetzt nach Hause, gehe jetzt abends ins Kino oder so. Sondern du bist einfach bis Abend um 11 Uhr miteinander und triffst dich dann zum Zähneputzen an wieder runter. Und am Morgen geht es um 7, 6, 7 Uhr geht's wieder los, oder? Aber zum Anstoßen bleibt immer Zeit. Hey, viva! Hey. Zum Wohl! Zum Wohl! Esther, viva! Zum Wohl! Samstag wieder fast geschafft. Samstag wieder fast geschafft. Ja. SRF bei den Leuten ist Ihnen präsentiert worden von «Aus der Region für die Region».